Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Anna Keller und in diesem Video erzähle ich dir, welche Besonderheiten man bei den Aktivierungen in der Wohnung zu beachten hat und wie man die Wohnung in die Sektoren für die Anwendung der Aktivierungen und andere Feng Shui-Maßnahmen unterteilen kann. Man kann eine günstige Qi und darunter auch die Strukturen der Kimendunzia auf zwei verschiedene Arten aktivieren. Die Aktivierung der Ströme innerhalb der Wohnung und auch in der Bewegung. Durch die Aktivierung im Raum setzen wir die günstigen Ströme der Qi in Bewegung, wodurch der Energiehintergrund in der gesamten Wohnung oder im Haus sehr günstig beeinflusst wird. Das ist zum Beispiel sehr vorteilhaft für Häuser, die von Anfang an mit ungünstigem Feng Shui ausgestattet sind, besonders wenn sie durch Standardmaßnahmen von Feng Shui nicht veränderbar sind. Zum Aktivieren innerhalb der Wohnung benutzen wir Zimmerbrunnen, Kerzen und Ventilatoren. Zu den Zimmerbrunnen gibt es einige Voraussetzungen. Das Wasser soll nicht von oben nach unten fallen, sondern auf einer angelehnten Fläche in eine bestimmte Richtung hinunterfließen. Das hängt damit zusammen, dass wir die Fontäne so einstellen, dass das Wasser in das Innere unserer Wohnung hineinfließen soll. Zu den Kerzen und Ventilatoren gibt es keine weiteren Voraussetzungen. Für die richtige Durchführung der Aktivierung sind genaue Messungen der Richtungen innerhalb und außerhalb des Hauses erforderlich. Dafür benötigen wir einen Kompass. Da wir in der praktischen Ausführung der Aktivierungen meistens die universelle Qi benutzen, führen wir die Messungen auf der Straße durch. Wir gehen also auf die Straße, entfernen uns nicht weit vom Haus, stellen uns mit dem Rücken zu unserem Haus und machen die nötigen Messungen der Richtung. Dabei versuchen wir die Hindernisse zu beseitigen, die die Richtung des Zeigers zum magnetischen Norden beeinflussen könnten, zum Beispiel Elektrogeräte, Autos, metallische Gegenstände. Bei den heutigen Lebensbedingungen der Stadt ist es jedoch sehr schwer. Deshalb benutzen wir immer öfter nicht nur den Kompass, sondern auch Online-Karten wie Google Maps. Jetzt zeige ich dir an einem Beispiel, wie ich das mache. Zuerst brauchen wir die Abbildung von unserem Haus. Dafür geben wir einfach die für uns relevante Adresse in Google Maps ein. Angenommen ist es Juri Gagarin Ring 33 in Erfurt. So. Wir vergrößern den Maßstab so, dass wir nur das Haus auf unserer Abbildung haben. Wir machen jetzt einen Screenshot, ein Bildschirmfoto. Wie das unter Windows funktioniert, wird es in dem Link unter diesem Video beschrieben. Ich mache es mit dem Mac. Dafür öffne ich das Programm Bildschirmfoto, wähle im oberen Menü Foto und dann den ausgewählten Bereich und wähle einfach jetzt mein Haus. So, jetzt habe ich das Foto. Jetzt können wir das Bild ausdrucken. Ich denke, so ist es für die meisten von uns bequemer. Unser nächster Schritt besteht darin, die Lage der Wohnung im Haus zu ermitteln. Wir markieren die Stelle der Wohnung und legen eine Senkrechte zu der Außenwand der Wohnung ab. Wenn es sich um ein privates Haus handelt, dann legen wir eine Senkrechte zu der Außenwand des Hauses ab. Nun brauchen wir die Gradzahl für unsere Senkrechte. Hier haben wir ein kleines Problem. Es gibt zwei Nordpole. Einer ist geografisch
und der andere ist magnetisch. Die Google Maps sind so ausgerichtet, dass der geografische Nordpol streng nach oben zeigt. Wir brauchen jedoch den magnetischen Pol, den unser Zeiger auf dem Kompass zeigt. Wir haben praktisch eine Kompassmessung zu imitieren. Als Hilfe für diese Aufgabe nutzen wir folgende Seite. Hier können wir rechts unsere Ortschaft finden, indem wir einfach Deutschland auswählen, Germany, und dann die entsprechende Stadt. Wenn deine Ortschaft nicht aufgelistet ist, dann schlage einfach die Gradzahlen für die geografische Länge und Breite auf Wikipedia nach und dann gibst du sie einfach hier in diese zwei Felder ein. So, Erfurt ist aufgelistet. Dann drücke ich einfach auf Get und Add Latent Load. So, und dann auf da kann man noch das Datum eingeben und dann drücken wir auf Calculate. Und wir können die Deklination, also den Winkel zwischen der magnetischen und der geografischen Nordrichtung ablesen. Für Erfurt beträgt sie 2 Grad und 42 Bogenminuten in östlicher Richtung. Wenn die Deklination in östlicher Richtung stattfindet, dann legen wir die Gradzahl von dem geografischen Norden im Uhrzeigersinn ab. Wenn die Deklination westliche Werte hat, dann legen wir die Gradzahl gegen den Uhrzeigersinn von dem Nordpolvektor ab. Hier ist eine Abbildung, wo man sieht, wie ich es gemacht habe. Wir sehen 3 Pfeile. Der schwarze ist die Senkrechte zu der Außenwand meiner Wohnung. Der rote Pfeil zeigt auf den geografischen Nordpol. Der blaue zeigt in Richtung von magnetischem Pol und hat eine Abweichung von 2,7 Grad. Die Minuten habe ich einfach in die Dezimalstellen umgewandelt. Ich messe jetzt den Winkel zwischen dem blauen Pfeil, der zum magnetischen Pol zeigt, und meiner Senkrechten zu der Außenwand der Wohnung. Wenn du die Abbildung von dem Haus ausgedruckt hast, dann kannst du das bequem mit dem Geodreieck messen oder die Messung an deinem Computer machen. Der Winkel beträgt bei mir 256,3 Grad bei der ersten Wohnung und 149,8 Grad bei der zweiten Wohnung. Die Ergebnisse der Messungen bei der ersten Wohnung waren identisch. Bei der zweiten Wohnung habe ich eine Abweichung gegenüber meiner Kompassmessung von 7 Grad festgestellt. Nachdem wir das gemacht haben, brauchen wir den Grundriss unserer Wohnfläche. Der Grundriss ist oft dem Miet- oder Kaufvertrag beigelegt. Wenn du ihn nicht findest, dann kann man den Grundriss selber erstellen. Ob du es zeichnerisch oder mit Hilfe einer Software am Computer machst, ist dir überlassen. Achte aber auf den genauen Maßstab und die genaue Einbringung von Fenstern und Türen. Ebenso vom Vorteil ist es, die Möbel auf dem Plan zu markieren. Jetzt richten wir den Grundriss entsprechend unserer Messungen aus. Für diese Zwecke als Übung habe ich 2 unterschiedliche Grundrisse ausgesucht. Einmal eine rechteckige Form und einen L-förmigen Grundriss. Als erstes brauchen wir das geometrische Zentrum der Wohnung. Bevor wir damit anfangen, sollten wir aber erstmal klären, wie wir mit dem Balkon oder Loggia umgehen. Der Fall ist ganz einfach zu lösen. Wenn es ein offener Balkon ist, wird dieser gar nicht mit in den Plan einbezogen. Wenn es sich um einen geschlossenen Raum handelt, der auch im Winter beheizt und belebt wird und dabei ca. die Hälfte der Wand einnimmt, dann berücksichtigen wir ihn als einen untrennbaren Teil der Wohnung. Wenn der Raum zu klein ist im Vergleich zu der gesamten Wand,
Dann gilt dieser Teil der Wohnung lediglich als ein Zusatz, der die Energie dieses Sektors verstärkt. Schauen wir uns als Beispiel den ersten Grundriss an. Bei dem L-förmigen Grundriss haben wir zwei Balkons. Der eine ist nicht geschlossen, also entfällt er automatisch. Der zweite ist geschlossen, ist in ständiger Benutzung und wird beheizt. Die Breite vom Balkon entspricht der Breite der angrenzenden Wand. Somit wird er bei unserer Aufteilung als ein Teil der Wohnung anerkannt. Nun zu der Aufteilung. Für die Aufteilung der Wohnung in die Sektoren gibt es unterschiedliche Methoden. In diesem Video möchte ich dir die Methode durch das Anlegen der Schablone näher bringen. Sie ist ziemlich einfach und genau. Wir suchen das geometrische Zentrum der Wohnung auf dem Grundriss. Dafür verbinden wir die entgegengesetzt liegenden Ecken. Dann legen wir das Zentrum der Schablone auf den Mittelpunkt dieser zwei Diagonalen. Ach ja, übrigens, die Schablone kannst du direkt unter diesem Video herunterladen. Wir drehen dann unsere Schablone so lange, bis wir die Gradzahl, die der eingezeichneten Senkrechten entspricht, erreichen. In unserem Fall ist es 256,3 Grad. Weiter können wir unsere Sektoren kennzeichnen. So sieht unser Ergebnis aus. In diesem zweiten Beispiel ergänzen wir den fehlenden Anteil des Grundrisses so, dass wir ein Rechteck haben. Wir erinnern uns nochmal, dass der offene Balkon nicht in den Plan einbezogen wird. Dann verbinden wir die gegenüberliegenden Ecken und legen die Schablone direkt in die Mitte. Somit können wir mit Hilfe der Schablone jeden für uns relevanten Sektor finden, so dass wir in der entsprechenden Doppelstunde die günstigen Energien dieses Sektors aktivieren können. Noch ein paar Regeln zum Aufstellen unserer Aktivatoren. Der Abstand zu der Außenwand darf nicht größer als 60 cm sein. Wenn sich in dem entsprechenden Sektor ein Fenster oder eine Tür befindet, dann stellen wir den Aktivator dorthin. Wir achten auf die Sicherheitshinweise beim Aufstellen von Kerzen. Bei der Aktivierung nach Kimendunzea sehen wir den Sektor der 3Sha nicht als Begrenzung an, solange diese von draußen, zum Beispiel durch die Bauarbeiten, nicht zusätzlich aktiviert werden. Ähnlich sieht es auch für den Jahres- und Monatsstern aus. Solange dieser nicht von draußen gereizt wird und mit Taisui und Suipoi im gleichen Sektor liegt, führe ich die Aktivierungen durch. Damit beende ich meine Anleitung. Es war vielleicht etwas anstrengend, man hätte es auch leichter machen können. Ja, aber manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, die zum Abschluss für ein hervorragendes Ergebnis sorgen. Ich wünsche dir viele bezaubernde Momente mit Kimendunzea und Feng Shui. Viele Grüße und viel Erfolg wünscht dir Anna Keller und wir hören uns im nächsten Video. Bis bald!